Die Geschichte ist ihr Spielplatz. Abstergo. Hallo Novize. Vor kurzem begann die Forschungsabteilung von Abstergo einige neue Projekte in London. Wir wissen beide, wenn Abstergo aktiv wird, dann haben die Templer etwas vor. Wir glauben, dass sie einem neuen Eden-Splitter auf der Spur sind. Ich habe Leute in London darauf angesetzt. Bishop, Jacob und Evie Fry sind Zwillinge. Wie geil ist das denn? Apropos, mach die Kameras fertig, Bax. Ich habe ein Bild. Wann schickst du die Daten? Sind unterwegs. Das ist eine Menge. Ich werde sofort die Novizen drauf ansetzen. Du siehst komisch aus mit einer Waffe. Noch eine kleine Wanze anbringen und dann mal sehen, was sie uns zeigt. Ich hab was. Isabelle Ardon hat hier eine Verabredung mit irgendwem. Da steht nicht wer. Da steht nicht mit wem, Rebecca. Aber es ist wohl Bishops Job, das rauszufinden. Moment, euer Auftrag lautet, findet Infos zu einem Eden-Splitter in London. Haben wir. Und jetzt würde ich gern das neue Spielzeug probieren. Es gefällt mir nicht, wenn die beiden vom Plan abweichen. Nun ja, wir können nur tief durchatmen und weitermachen. Du suchst nach dem Eden-Splitter in den Erinnerungen von Jacob und Evie Fry, Assassinenzwillinge aus dem viktorianischen London. Der erste Satz Erinnerungen wurde heruntergeladen. Viel Glück. Bruder George, es kam wie befürchtet. London ist gefallen. 3-mal schrieb ich dir und bat um Hilfe. 3-mal hast du geantwortet mit Schweigen. Und doch schreibe ich dir erneut, so verzweifelt bin ich. So wenige Auswege sehe ich. Ich brauche dich. London braucht dich. Du würdest sagen, die Aufgabe ist zu schwierig. Oder dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Zu Geduld würdest du mir raten. Doch während du wartest, festigen die Templer ihre Macht. Sie haben einen neuen Großmeister gewählt. So skrupellos, so gründlich, dass man meinen könnte, Reginald Birch selbst sei zurückgekehrt. Sein Name ist Crawford Starrick und er will die ganze Welt beherrschen. Es gibt keinen Bereich der Gesellschaft, den er nicht kontrolliert. Keine Industrie kann sich seinem Einfluss entziehen. Bei Tage sind es gewissenlose Händler und korrupte Politiker, die bei ihm Hof halten. Und des Nachts verbreitet eine berüchtigte Straßengang namens The Blighters Angst und Schrecken in den Herzen der Bevölkerung. Es gibt kein Geschäft, das er nicht vergiftet, keine Person, die er nicht missbraucht hätte, sei es durch falsches Spiel oder rohe Gewalt. Und zusätzlich hat unser Feind es auch noch auf das höchste aller Ämter abgesehen. Und während du dich nach innen wendest, darf ich wagen, es zu behaupten, aus Angst wendet sich Crawford Starricks Ehrgeiz neuen Ufern zu. Zu Ländern und Kontinenten, die bislang unbesiegt waren. Nicht mehr lange, denn er weiß, wie ich es dir sagte, wieder und wieder und wieder, wer auch immer London beherrscht, beherrscht die Welt. Hier wird das Eisen verladen. Der Templer, der hier das Sagen hat, ist Rupert Ferris, unser erstes Ziel. Nummer 2 ist Sir David Brewster, der in den Besitz einer Sache kam, die uns in diesem Krieg ruinieren könnte. Denkt ihr beide, ihr schafft das? Was für eine Frage. Oh, richtig. Mein Fehler. Meine Damen und Herren, die unaufhaltsamen Fry-Zwillinge. Erleben Sie sie allabendlich im Covent Garden. George, ernsthaft. Ich habe mir die Laborpläne angesehen und kenne jeden Weg. Und ich habe alles, was ich brauche, hier bei mir. Ich richte Ferris deine Grüße aus. Später, George. Wir müssen den Zug erwischen. Jacob!
Evie! Möge das Credo euch leiten, ihr Galgenstrecke. Armer Kerl, noch ängstlicher als sonst. Die Zeit war nicht gnädig zu ihm. Evie Fry, woher hast du das nur? Vom selben Ort wie du, Jacob. Viel Spaß. Stirb nicht. Dauert das noch lange oder geht's hier bald weiter? Er hält die anderen von der Arbeit ab. Stopft ihm das Maul und repariert die Maschine. Und bringt mir Laudanum für meinen Kopf. Nur ein wenig Geduld. Und damit beginnt ein neues Abenteuer hier in der Welt von Assassin's Creed. Und zwar die PC-Version von Assassin's Creed Syndicate. Tja, mal gucken, wie es hier genauso abgeht. Ja, wegen der PC-Version und so. Die kam ein paar Wochen später raus als die normale, also sprich als die Konsolenversion. Von dem her können wir gespannt sein, was sich jetzt hier alles verändert hat und was auch nicht. Ich versuche gerade irgendwie zu schleichen, was nicht so klappt, wie es will. Okay, muss er gedrückt halten, einfach nur einmal. Gut, dann normal stehen. Soweit, so gut. Gedrückt halt bis Parcours laufen. Ja, okay. Schneller hochkomme. Wobei mir jetzt momentan doch lieber wäre, wenn ich mal das Adlerauge aktivieren könnte. Das war die Kamera. Okay, da haben wir das Adlerauge. Schon viel besser. Ich muss ja wissen, wo jetzt meine Feinde sind und bei wem es keine Rolle spielt, wenn sie mich sehen. Denn das ist ja doch eines der wesentlichen Bestandteile eines Assassin's Creed Spiels. So, wir können noch sehen. Nimmt mir das Spiel in der falschen Auflösung auf. Das ist auch immer ganz toll. Jo, muss man nachher anpassen. Es kann deswegen so ein bisschen höhemäßig und so ein bisschen gequetscht wirkt, aber das ist nur die erste Folge, Leute, keine Sorge. Wobei die erste Folge eigentlich die wichtigste ist. Wie kann ich jetzt hier eigentlich Parcours laufen, wa? Okay, das war jetzt auch leicht verwirrend. Ferris erreichen, eliminieren. Ja, okay, Moment. Das ist ein bisschen anders. Da muss ich mit der Steuerung ein bisschen klarkommen. Und wer schon mal ein Assassin's Creed Spiel gespielt hat, der weiß, die Steuerung ist, naja, ist gewöhnungsbedürftig, sag's mal so. Es ist nicht unbedingt schwierig oder hakelig oder so. Gut, teilweise auch, kommt immer ein bisschen auf Spielen, auf die Version an. Aber vor allem ist sie eben, man muss vorsichtig sein. Dann gewohnter Assassinen-Manier muss man sich halt auch ein bisschen zurückhalten und langsam vorangehen. Schon mal sehr gut. Okay, also nicht nur B drücken, sondern natürlich auch in die Richtung gehen. Abgeschlossen. Was glaubst du, was du da machst? Aufhören, bevor wir Ärger kriegen! Niemand kommt rein oder raus, außer es gibt ein Problem. Ich halte die Maschinen an, die Tür öffnet sich und ich habe einen Weg zu Ferris. Klingt so weiter ganz gut. Dann kann man hier bin zum Gucken. Ubisoft Gameplay Video Anzeige. Ja, Autoerkennung. Das ist das Problem. Er macht es mir hier. Grundsätzlich stimmt. Da bin ich auch dafür. VSync. Ja, ich muss auch noch ein bisschen was einstellen. Das Problem hier bei der PC-Version ist eben, du kannst nicht bevor das Spiel startet bei Uplay, kannst du bereits alles einstellen. Nee, du musst da halt erst, wenn du im Spiel drin bist. Du kannst ja Grafik und so weiter einstellen natürlich. Und das eben, oder würde es jetzt erst machen, nochmal neu starten, wenn wir das Intro fehlen. Und daher, ja, ist gerade ein bisschen doof zum Let's Playen, aber wie gesagt, ist jetzt nur die erste Folge. Nur ganz kurz, vielleicht kann ich ja, Moment. Könntest du mal anders versuchen, wa? Moment mal ganz kurz. Nun ja, jetzt haben wir zwar das richtige Seitenverhältnis und so weiter, also jetzt auch Ingame-mäßig, jetzt können wir wieder manuell Seiten zu 9 trimmen, aber naja,
Von mir seht ihr gar keinen Unterschied. Für mich wirkt es echt so, als wäre Jacob ein bisschen, naja, in die Breite gedrückt, aber okay. Aber ich mich frage, ob das nachher auf der PS4-Version zum Beispiel oder Xbox One auch so ist. Da fliegt mir eine Idee zu. Und die wäre, lieber Jacob, die Maschine sabotieren. Schon wieder eine, okay. Nach unten, ne, ich muss ja nach oben. Ups, das war mein Fehler. Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, wir gar nicht hoch. Natürlich wieder hoch. Wie kam... Ah ja. Das war zwar vorhin auch schon, aber egal. Wow. Ganz ruhig, Jacob, ganz ruhig. Bloß kein Mist bauen hier. Und vor allem immer langsam vorangehen. Ich hab dann noch ein paar üble Fails aus Assassin's Creed 3 und Unity in Erinnerung. Die will ich nicht unbedingt ein zweites Mal haben. Also Fails im Sinne von, dass ich da irgendwie zu hastig war und deswegen, naja, eine Mission verkackt habe. Ist aber schon sehr sensibel, das Spiel. Jetzt. Ferris holt sich unsere Köpfe! Was soll denn das? Wer ist dafür verantwortlich? Tja, alter Mann, toter Mann. Wer bist du? Der Hygienebeauftragte. Dieser Mann ist tot. Du bist der tote Mann. Hau ab nach Hause, Junge. Oh nö, muss das sein? So, mal gucken. Ja, der... Aha. Ich muss eigentlich lieber Konter, wenn ich mal her... Kombos. Oh, das ist aber neu. Die haben ja viel mehr aus als früher. Krass. Ja, bin dabei, bin dabei. Muss man gedrückt halten für einen Konter, oder... Einfach richtig timen, okay? Ja, wie gesagt, richtig timen. Autsch. Gar nicht mal so. Ja, ich sehe schon am besten, weil man Verteidigung durchbrochen und gekontert hat, einfach drauf losschlagen. Geht eigentlich immer noch am besten. Na, wie sieht's aus? Irgendwelche Grafikbugs direkt oder ist ja Day One und so Release? Nö, aber sie quatschen alle schönes Englisch. British Englisch wohlgemerkt. Please, don't kill me. No, kein Problem. Schleicher ist Assassin-Style. So, im Kopf durch die Tür, okay. Zu dir, Ferris. Ja, das dürfte schön werden. Ich muss noch etwas weiter nach oben. Ja, wenn du selber hochgehst. Mr. Ferris hat beschlossen. Fürs Abendbrot gibt es nur noch eine halbe Stunde. Seid vorsichtig mit den Maschinen. Achso, gedrückt um zu klettern, okay. Ja doch, muss sagen, bisher läuft es auch relativ flüssig. Und das, obwohl ich ja nicht unbedingt einen High-End-PC habe, also es ist doch, ja, normal, sage ich jetzt mal, wenn wir behaupten. Wobei, was ist normal, wa? Ja, Alter, beinahe runtergesegelt. Was? Halten RT plus L plus B. Ja, L dürfte wohl Richtungsanweisung nach vorne sein. Jo, das kann ich nicht. Tutorial für die Entdeckung. Gegen Sie sehen können, schöpfen Verdacht. Das ist auch wie gewohnt für eine Entdeckung und so weiter. Genau, ich denke mal, Schleichen dürfte hier auch sehr effektiv sein. Und natürlich noch das Adlerauge.
Also sind da entlang. Okay, hat es mit X. Mal gucken, wie es aussieht, wenn er wieder um die Ecke rumkommt. Wobei, ich glaube, das dauert eine Weile. Ja, hallo Kumpel, wie geht's denn so? Ja, kann ich klagen. Stressen so, hörst du ja. Wenig Kohle, viel Arbeit. Tja, so ist der Scheiß eben. Naja, kenn ich auch. Ich selber. Da ist er klar. Na, jetzt in dem Moment. Alter. Ja. Ja. Sag mal. Ist auch schön, dass es zwar seine Kleidung irgendwie anvisieren kann, aber den Hut nicht. Müssen wir angucken. Jackett, ja. Hose, ja. Schuhe, ja. Hut, nö. So, wo hat sie noch Gegner in der Nähe? Könnte ich mich theoretisch von hinten anschleichen. Dass das geklappt hat, war mehr Schwein als Sein. Zumindest dürfte das eigentlich nicht funktionieren, so wie man angeguckt hat. Weil er zu schnell war. Ja, muss man gucken, wo ist er hoch? Ist er hier unten? Ich wollte gerade sagen, wo ist denn der jetzt hin? Tut mir leid, du bist mir im Weg. Was zum... tragen, okay. Dort erreichen. Ich würde aber trotzdem... Ja, wir machen das am besten. Da hochklettern für ein Doppelattack. Da bin ich waghalsig. Waghals klappt sowieso nie. Fallen wir ein bisschen, wa? So, war ein kurzer Fight. Ach so, das war's. Ich dachte gerade, wir müssen ihn eigentlich mitnehmen. Von wegen, es gehört zur Mission dazu. Voila, dankeschön. Danger, danger, danger. Guck gerade hier wegen der Grafik, aber nee, ich muss eigentlich so, ich dachte gerade wegen dem Intro und so, da können sie ruhig so machen, dass sie das in der Höhe von 1200 Pixel habe, statt 1080, aber hier eigentlich eine Spielszene geht natürlich nicht. Nee, das lassen wir so. Wird schon klappen. Das entdecken, Schleichring, zwei Gegner über und unter ihnen. Das Ziel drücken sie dann einmal Messer zu werfen. Okay. Natürlich nicht tot oder so, oder irgendwie sonst irgendwie eingeengt. Nö. Was wurde so mit der was im Arsch getroffen? Da war doch was damit. Eindeutig was im Arsch getroffen. Ups, das war nicht geplant. Da haben wir den Typen zu spät gesehen. Entschuldigung. Ist gerade ein bisschen laut hier.
frag mich... Jacob, kannst du bitte ein bisschen besser... Mach's mal hier. Schon besser. Ich einen Kopf treffe. Müsste eigentlich sofort down sein, wa? Theoretisch. Ja, klappt zumindest mal. Bei Unity war das nicht immer so. Jetzt tut er ein bisschen schwieriger. Ne, das ist utopisch. Die klitzekleine Spinne wird dich jetzt killen. Das Korps! Ja, ein bisschen Spießrutenlauf, wa? Gucken, ob noch überall Leute sind. Noch der war. So, der kommt auch schön raus. Wunderbar. Also gut, alle raus jetzt! William Gibbs! So. Ja, und jetzt? Sobald ich euch aufgerufen habe, geht aus dem Weg! Guter, böser, Sobald guter. ich euch aufgerufen habe, geht aus dem Weg! Ja, ja, geht aus dem Weg. Was macht ein kleiner Junge hier? Kinderarbeit oder was? Schweinerei. So, na gut, kann man das klar machen. So muss es auch wieder nicht, Jacob. Tja, wenn es darum geben, wenn man ein bisschen schräg klettern könnte, beziehungsweise springen könnte. Ich muss natürlich immer da entlang. Wir werden euch Kinder schön einreiten! Bitte was? Kinder einreiten? Und schnelle Arbeiter! Strengt euch an! Da hinten irgendwie rein? Nö. Na gut, durch die Tür, aber ich glaube nicht, dass das wirklich funktioniert, oder doch? No risk, no. Klopf, klopf, nö. Jacob führt mich ja ganz schön durch, wa? Das ist jetzt, jo, es dauert halt. Wo ist dieser Ferris? Mr. Ferris, der Knabe aus der Fabrik sollte vom Apotheker verbunden werden. Gut, aber kürzt ihm den Lohn. Yes, Sir. Es wird Zeit für die Endabrechnung, Mr. Ferris. Ich bin ganz Ihrer Meinung, Mr. Fry. Die Frage ist allerdings, wie kann man jetzt da am besten rüber? Ich kann natürlich den da unten noch erledigen, aber warum meine wertvolle Zeit mit ihm verschwenden, wenn ich doch eigentlich oben durch kann? Wobei, das sieht jetzt gerade ein bisschen schwieriger aus. Das meine ich ja damit. Jetzt kann irgendwie da oben durch. Ah ja. Unsichtbar geworden, komme ich da irgendwie rüber. Also ja, ganz geil, Jacob. Oh, scheint gerade ein bisschen dunkler zu werden, Leute, keine Sorge. Also dunkler halt vom Spiel her. Deswegen natürlich auf YouTube sowieso. So, bitte aufs Rohr fallen lassen, du stehst da bombenrichtig.
sieht's aus da unten? Kann ich da problemlos runter? Oder sagt mir das Spiel, nö, Michael, das darfst du nicht. Da sind noch ein paar Templer, beziehungsweise sonstige Aufseher. Ja, einen haben wir da, aber... Na toll. Macht's nur so eine Richtung. Sag Cheese! Ich glaube, der hat keinen Bock auf Cheese, war. Verdammt. Ah, okay. Ach du Scheibenkleister. Ja, wer ist denn von oben? Wenn ich da irgendwie rüberkommen würde... Könnte klappen. Vor allem, wir sind ja Assassine und Assassinen können springen, das wissen wir nicht so gut. Wow, ja gut. Wieder da runter, Jacob. Einstiegspunkte, wie Sie das Ziel erreichen können. Vielen Dank. Und die dafür außen vor lassen, war ich meine... Ich wollte eigentlich da oben rein. Oh, Jacob, ich hoffe, du schaffst das. So. Zudem haben wir natürlich hier ein paar, ich meine, die können wir beide mit Attentat platt machen. Ups. Keine Messer mehr. Gut, lassen wir das und kümmern uns direkt um den Boss. Der Boss. Und Tschüssikowski. Das ist erledigt. Oh. Und was hast du erreicht, Bursche? Ein loses Rad in Starricks Getriebe. Ein großes zwar. Doch das reicht nicht. Euer Großmeister wird fallen. Ihr Assassinen könnt um London kreisen, so viel ihr wollt. Der Apparat, den wir erbauten, hält euch schon seit 100 Jahren stand. Und hält noch 1000 weitere. Er ist die gesamte Stadt an sich. Wir werden euch London entreißen. Von Croydon aus? Du versteckst dich im Schatten, wie ein Feigling. Ich bezweifle es. Das Blut des Feindes. So, wenn wir sagen, wir hauen ab, war. Hier sind zwar noch ein paar Personen und so weiter, aber das ist nicht weiter von Belang. Wir haben genug. Viel Spaß dabei! Was? Na, gerade ausgewichen, aber ist egal. Ein bisschen lauter das Gefühl, aber es wird schon. Die sind durch mich in Duran schlecht. Aua! Wie kannst du es wagen? Ich bin Jacob Fry. Noch so ein Schießen mit dem Messer, ja, viel Spaß dabei. Tschüss. Was, noch einer? Habt ihr die Hosen voll, Jungs?
Tja, da gab es wohl einen außerplanmäßigen Halt. So würde ich es jetzt zwar nicht formulieren, aber ja gut, ich würde da langsam sagen, runterklettern, weil oben ist dann nicht so eine gute Idee. Ja! Das muss ja passieren. Jacob, renn! Renn! Oh ja, das wird aber ein teurer Spaß. Nun ja, wir müssen ihn nicht bezahlen. Hui, und ja, runter. Hui, au. Nächstes Mal gehe ich zu Fuß. Oder so. Sequenz 1, Sand im Getriebe, haben wir abgeschlossen. Jo, meine bewerten fand ich doch, als sowohl für Tutorial als auch natürlich allgemein als zur Story gehört. Die sind nicht nur tutorialmäßig, sondern eben auch gehört zur Story. Von dem her eine sehr gute Sequenz. Starrick & Co. Croydon 1868. Der Hof, Quartier der Wache, Brewsters Laboratorium. Dort werden wir mit Sicherheit den Edensplitter finden. Keine Spuren. Und jetzt entkoppeln wir die Lokomotive und sorgen für Ablenkung. Wo sind sie? Hä? Wo sind Brewsters Vorräte? Feigling. Sieht so aus, als bekämen wir nun die Gelegenheit, auch mit Jacobs Zwillingsschwester, der guten Evie Frye, ein bisschen loszulegen und zu zeigen, was eine Frau so alles drauf hat, hier bei Assassin's Creed Syndicate. Ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, war es das mal für den ersten Part. Vielen Dank fürs Zusehen hier, ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß wie mir noch. Also, ja, noch muss man schon sagen. Bisher war es das bessere Wort, genau. Mal schauen, wie lange es dauert. Wie gesagt, PC-Version und so. Und wenn man so Konsolen- und PC-Versionen so sich ein bisschen anschaut, gab es letzte Zeit immer mal wieder so, naja, halt dies und jene Reaktionen von wegen, ja, PC-Versionen falsch importiert und so, alles nur Bugs, läuft überhaupt nichts, etc. etc. Hoffen wir, dass hier mit Syndicate nicht so der Fall ist und hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hier mit der guten Evie Frye. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.